Sprudelig, lichtseis und erfrischend. Ramborn ist nicht mehr als der Lützebäuer Kaffee in der Wäsche zu denken. Mir wartet dich wirklich schon dem Lützebäuer Cider. Wie hat die Klangentreprise den Lockdown überlebt und war das für Zukunft geplant? Der Band ist mit dieser Frage bis auf die Burg gefahren, und weiß mehr darüber zu erzählen. Matzen am Dürfkehr steht der Ciderhof. Wo früher Platz für Beichten, Maschinen und Streh war, als heute Sitz für Ramborn. An den historischen Gebäuden sind die Administration, Produktion und ein kleiner Shop untergebracht. Was ist Ramborn überhaupt? Und wie ist die Idee für ein lützebäuerisches Cider entstanden? Ramborn ist sich den echten, einzigen und besten Ciderproduzent zu Lützeburg. Wir sind halt zu Bur. Bur ist Lützeburg nur für ein Quell, ja, das Born. Und den Rambo ist ein Hauptappel. Das heißt, dem Rambo, und aus dem Burguft und den Ramborn Cider. Die Idee für Cider zu machen, kam 3 Kollegen auf einer Reise an Schottland, wo sie auch Cider getrunken haben und hat ihnen da nicht geschmeckt. Und du war die Idee schnell geboren, für zu probieren, eine lützebäuerische Cider zu machen. Auch auf dem Welt probiert Ramborn so gut wie möglich abzupassen. Durch Kurztransport für energieeffizient schaffen und reduzieren vom Wasserbedarf probieren Ciderproduzenten ihre Footprint klein zu halten. Nachhaltigkeit ist nicht so, dass wir wollen, ob sie Handel draufschreiben, wir leben das. Auch heute zu Bur und bei Ramborn. Wir verschaffen wirklich zu 100% regional Obst. Alle Früchte sind aus Bongerten, die weder bewässert gehen, die gehen nicht gedüngt. Die gehen für allem nicht gespritzt, das heißt, wir haben wirklich ganz nachhaltige Produkte. Ciderproduzenten haben aber auch eine Mission. Sie versuchen die verlorene lützebäuerische Tradition, Früchte, hauptsächlich Äpfel zu konservieren, und Bongerten zu erhalten und ableben zu lassen. So haben sie zu Bur eine Site-Touristik auf B gestaltet, wo die Tradition vom Cidermachen mehr Nachbrüche kriegt. Auf einem kleinen Tour über das Ciderhof kriegt ihr an einem kurzen Filmchen die Geschichte von Ramborn, aber auch die lützebäuerische Geschichte vom Konservieren von Äpfel erklärt. Weiter geht es an den Keller, wo Ciderproduzenten das Cider an alle Rum- oder Whiskyfässer lagern, aus denen da just ein paar limitierte Flaschen entstehen. Danach geht es an Produktion, wo ihn dann erklärt kriegt, wie das Cider überhaupt gemäht wird. Zum Schluss von der Tour könnt ihr dann am Shop un, wo ihr die verschiedenen Ramborn-Produkte gemütlich degustieren kann. Die viel Arbeit für Ramborn schenkt sich zu lohnen, weil nicht nur bei Eis aus der Ciderhof mit seinen Produkten gut ankommt. I've been coming here for probably 3 years since I've been here. I think that the facility is amazing. The renovations that they've done are really well. Their cider is amazing. I mean, when it comes down to it, they have a number of different options, and I've had cider from all over the world, in the UK, in Canada, the US, Australia, and honestly, I think that these are some of the best ones I've had in the world. So. Mais c'est super joli en fait. C'est très agréable. Le cidre est très bon. On va pas se mentir. Et ça a été très bien rénové, c'est sympa, c'est agréable, on aime bien. Ramborn ist sich aber auch eins, dass der Mond auf nicht-alkoholische Produkte besteht. So bieten sie neben ihren Cideren ein paar nicht-alkoholische Sachen an, wie zum Beispiel Sirupen oder Honig. Für in Zukunft wird Ramborn noch mit anderen Früchten experimentieren, und noch von einer Julie variiert. Lassen wir uns überraschen, was man noch von den Ciderproduzenten hören werden.